Servus miteinander beim vierten Spezi-Test. Ja, grüß euch, der Rainer ist auch wieder da, gell? Cola-Mix-Test müssen wir sagen, gell? Ja, schon. Aber für uns in Bayern ist halt einfach der Spezi. Genau, Rainer. Und wir sind auch Spezien und deswegen haben wir unseren Account von Instagram jetzt nochmal umbenannt von Cola-Mixer in Spezi-Spätzeln. Ja, also das schaut auf jeden Fall auch viel schöner aus und es ist halt einfach viel treffender bei uns zwar, oder? Ja, genau, das passt. Von dem her haben wir mal, glaube ich, ganz gut hingebracht. Rainer, wie geht's dir nach unseren 30 Spezies, die wir so durchgezogen haben bis jetzt? Ja, ich muss echt sagen, man gewohnt sich dran. Man braucht da immer mehr, aber wir haben ja genug Tragel inzwischen daheim. Ich weiß nicht, miteinander, weil wir bei ungefähr, schätze ich, 20 Tragel jetzt sein, oder? Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich 10 oder 11 im Keller unten. Ja, und ich glaube, ich habe 9. Klar, dass du da ein bisschen voraus bist, aber du bist halt noch spezieller wie ich, gell? Also wir haben jetzt noch 70 Sorten zum Testen aktuell, aber es sind schon die nächsten 10, die wo wieder kommen. Von dem her, es geht noch ein bisschen weiter, glaube ich. Ja, ich befürchte es auch. Also man sieht es halt an uns beide. Ja, gut, wir rollen halt inzwischen immer zum Mikrofon. Es hinterlässt sich gewisse Spuren. Ja, aber da müssen wir halt Opfer bringen, gell? Ja, ich finde auch, und ich meine, es schmeckt halt auch und wir finden immer wieder mal interessante Sorten und ich bin echt sau gespannt, was heute dabei ist. Vielleicht vorher noch ganz kurz, ich habe ja bei Instagram diesen Account angelegt und da gibt es wirklich total nette Reaktionen, möchte ich kurz erwähnen. Und zwar einmal die Black Tory Band, die machen ja diesen Speso-Test, die müsst ihr euch unbedingt einmal anschauen, gefällt mir ganz gut. Und die waren total traurig, Rainer, dass wir den Kubanita nicht so gut bewertet haben. Ja, der war im ersten Test, gell? Und ich kann mich inzwischen gar nicht mehr so genau erinnern, es ist schon wieder so lange her, aber du, glaube ich, hast ja nochmal einen Versuch gemacht, oder? Ich habe ihn dann mir gekauft und habe ihn dann aus der Flasche getrunken und muss auch sagen, also wir haben ein Urteil gehabt mit 1 und 2, wobei ich glaube der 1er war. Okay, ja. Und ich muss sagen, das muss ich wirklich heben nach der einer Flaschen. Und wir waren aber inzwischen auch nochmal in Ergolding und haben ihn einmal vom Fass getrunken. Und kannst du jetzt sagen, was Ja, und da haben wir irgendwie wieder das gleiche Erlebnis gehabt wie bei der Isarperle. Scheinbar ist der aus dem Fassel um Welten besser. Ja, das ist komisch, gell? Ich glaube, aus dem Fassel, da hätte ich ihm einen 7er gegeben. Hast du noch gesagt, ich hätte ihn, glaube ich, nach wie vor so Hexens auf 5 da, weil er wird halt, finde ich, schnell Lack. Gut, das ist jetzt bei mir nicht ganz das Kriterium, weil ich habe diese übermäßige Kohlensäure-Niermengen. Vielleicht habe ich auch saumäßig Durst gehabt, aber ja, ich hätte ihm, glaube ich, wirklich in dem Moment einen 7er gegeben und dementsprechend natürlich von 2 auf 7 nicht erklärbar, außer dass er halt einmal aus der Flasche war und einmal aus dem Fassel. Genau, aber lassen wir es mal so stehen. Vielleicht nehmen wir einmal bei irgendeiner Spezialfolge nochmal mit rein. Ja, dann möchte ich noch Grüße schicken an Spezifikation, ist auch ein Instagram-Account, der kommt aus dem Fränkischen und der möchte so einen Spezi-Atlas pflegen, wo man dann sozusagen bei Google Maps nachschauen kann, wo gibt es welche Spezies. Finde ich auch eine gute Idee. Ja, das finde ich grandios. Also so wie man eigentlich eine Routenplanung halt macht, über Google kann man dann praktisch sein Spezi planen. War vielleicht ideal, wenn man das so hinterlegt, wo man den nächsten eben kriegt und wie viele Kilometer das sind. Genau. Mal schauen. Das war echt super. Also ich finde auch, und vor allem bei mir ist es wirklich mittlerweile so, wenn ich unterwegs bin, dann ist ein Getränkemarkt eigentlich immer eingeplant oder 2, Ja. weil es gibt wirklich in jedem wieder was anderes. Haben wir auch festgestellt, Ja, gell? du brauchst ja fast im Auto so ein Gerät wie bei den Blitzer, da wo man dann, wenn man in die Nähe von einem Getränkemarkt kommt, der einen raren Spezi hat, da wo es dann so das Piepsen anfängt, piep, 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 dass du dann gleich hinfahren kannst. Ja, genau. Und ich muss natürlich auch wissen, hat er auf. Ja, das ist wichtig. Ganz Weil wenn ich ihn entscheidend. dann nicht kriege, das war blöd. Ja, Dann möchte ich noch erwähnen an Bernhard Kopp, auch sehr, sehr netter Kontakt jetzt über Instagram, der mir über den Castello auch sehr vorgeschwärmt hat, den wir auch sehr gut bewertet haben und der ihm früher sogar noch besser geschmeckt hat, sagt er. Also ist scheinbar auch aus dem Fass sehr gut und aber durchaus also hat er bestätigen können, dass das ein guter Spezi ist. Und er hat sich jetzt in Reisbach tatsächlich, weil er da unterwegs war, die Isarperle gegönnt und hat es nicht gekannt vorher scheinbar und war recht angetan. ah ja, super. Na, da haben wir schon mal eine Empfehlung gehabt. Und wie gesagt, was meinst du angetan, weil wenn der war, wenn man es wirklich einmal noch aus der Zapfanlage kriegen wird, wie beim Nagel. Ja, Gell, da ist es ja um Welten besser. ja, das haben wir ja wieder probiert. Also wir haben ja nochmal einen Check gemacht, wo wir dann quasi bei dir daheim nochmal, da waren wir sogar zu dritt, Genau. nochmal angezogen haben bei der Isarperle. Ja. Also quasi jeder ein Glasl bei dir. Und dann wieder beim Nagel. Gut, das Einzige, was schade war, es war kein Orangen drin.
es war eine Zitrone drin, Ja, Limette sogar. Limette. Ja, Limette, und ich glaube, das gibt halt auch immer was ab. Und normalerweise ist immer Orangen drin, bei den meisten ist ja eigentlich in der Wirtschaft immer Zitrone drin. Und ich finde, Orangen ist eigentlich das, was am besten ist. Ja, das stimmt. Das macht es noch so ein bisschen runder und Genau. das Orangige einfach rein, was ja uns lieber ist. Genau. Weil es gibt ja Leute, die mögen mehr so das Zitronige scheinbar, aber ich bin jetzt auch beim Spezi, da gehört der Orangiger. Genau, Limetten, muss ich sagen, kenne ich jetzt in der Form nicht. Ich schätze, da haben sie jetzt nichts anderes gehabt. Aber bei meinem zweiten, weil ich habe mir ja 2 bestellt, naja, beim zweiten habe ich gesagt, lasst es einfach raus. Ja, also ohne einen Spezi am Tag geht es eigentlich bei mir gar nicht mehr, muss ich sagen, mittlerweile. Es ist, also eigentlich warte ich schon drauf, dass Feierabend wird. Ja, wir sollten inzwischen eigentlich dann umsteigen, mal, dass wir einen Humpen bestellen. Ja, ich glaube auch. Aber ich habe jetzt irgendwann einen Runden und ich werde dann einmal Fassel bestellen, denke ich. Also deine Runden, die mag ich. Schon, oder? Ja, schon. Und das ist dann nur für uns zwei. Also ich denke, jeder kriegt ein Fassel. Achso, das sind 30 Liter, gell? Ja, und der Abend ist ja lang. Ja, stimmt auch wieder. Gut, der Krankenwagen ist dann auch da. Ja, Das ist immer bei so großen Feste. ja, vor allem, wenn dann einmal so der Vierer vorne steht, oder? Ja, genau. Da wird es dann schon wichtig. Dankeschön übrigens, gell? Aber wir machen ja auch sogar mittlerweile, wenn Besuch da ist, Spezi-Verkostungen. Und da haben wir dann einmal auch nochmal unsere Gäste gefragt gehabt. Das war dann auch recht interessant. Die haben wir dann danach so nach Zucker sortiert. Interessant, dass also der, wo auch bei uns nicht so gut gelingen ist, der Bazi, dass der dann da auch relativ wenig Zucker im Vergleich gehabt hat. Und der Taufkirchner, der hat halt 11 Gramm Zucker, der stand halt ganz vorn. Ja, also der Bazi ist ja so eigentlich ein Geheimtipp, wenn man mal irgendwas daheim bauen lässt, wenn Handwerker da sind. Wenn man den hinstellt, dann sind die relativ schnell wieder weg. Ja, das stimmt. Die arbeiten eigentlich umso schneller, Ja. wenn sie sehen, dass der Bazi da steht. Genau, da wenn 8 Stunden vorangeschlagen sind, dann sind die nach 4 weg. Und man muss ja dazu sagen, der Hundling hat mich letztes Mal besucht und hat mir wirklich eine Flasche Bazi mitgebracht. 2. Gell? 2 gleich? Ja. Ja, mein Gott, ich hab gar nicht aufgepasst. Ja, siehst du das. Aber irgendwie bringst du das schon weg. Du hast Ja. auch einen Handwerker. Ja, ja, aber wahrscheinlich nur einmal dann. Aber jetzt bin ich natürlich gespannt, was uns heim serviert wird. Und heute haben wir uns 4 ausgesucht, da wo wir wissen, die sind dabei, aber wir wissen natürlich nicht, wo sie drin sind. Und 6 hat meine Frau ausgesucht. Ja, da bin ich mal gespannt, was heute daherkommt. Hast du denn Durst? Ja, du, heute ist ein schönes Wetter, heute ist saumäßig warm. Ich habe jetzt schon einen Durst, ja, ehrlich. Dann packen wir an, oder? Packen wir an, ich freue mich. Ich mir auch. So, dann sind wir wieder da und da mal sagen, ich bin jetzt schon richtig durstig. So, der erste, finde ich, der schmeckt immer am besten. Da freut man sich schon so richtig drauf. Ich weiß nicht, wie geht's dir da? Ja, wenn er gut ist, darf man dann gleich am Lieber wegziehen. Ja, lassen wir uns einfach überraschen. Genau, würde ich also sagen, gell? farblich, wenn ich hinschaue auf die ersten 5, haben wir sehr schöne Farben. Ja, auf den ersten Blick. auf alle Nichts Fälle. Blasses. Einer Nein. ist ein bisschen heller, aber Aber auch interessant, wenn man sich das so schaut, manche sind drüber, manche sind klarer, gell? stimmt, ja. Ja. Aber ich bin gespannt, was heute rauskommt. Gut, ich schnappe mir jetzt meinen ersten, jetzt fange ich mal oben im ersten und dann schauen wir mal, gell? Jetzt habe ich gar nicht gerochen, aber ja, du, da muss ich gleich nochmal sagen. Ah, der ist nicht schlecht. Das ist ein guter Spezi. Ein bisschen wenig Kohlensäure kommt da mir jetzt gerade vor, aber für mich jetzt kein K.O.-Kriterium. Schmeckt eigentlich gut, ein bisschen was Herbst hat da drin. Kalt, aber ich glaube, das liegt am Kühlschrank, glaube ich, oder? Kann sein, ja. Okay, ich probiere nochmal. Alles schmeckt mir. Den kann man echt gut trinken. Also astrein. Warte mal, das rieche ich mal. Bin gespannt, was du sagst. Bin auch gespannt. Ich hänge mal meinen Zinken rein. Ja, Riecht tut er gut. mhm. Bisschen orangig. Ja, ist eigentlich schon rund. Der geht gut runter. Ja. Den finde ich sehr mild. Ja. Das ist ein ganz mildes Wasser. Ja. Also, ich weiß nicht, ob du das weißt, wie ich meine, aber der ist richtig mild. Also, es ist auch oft so Kohlensäure scharf. Ja. Das hat der gar nicht. Ja, ich weiß Und schon, süß hinten Genau, aus. wie ich gesagt habe, da ist Kohlensäure ist jetzt gar nicht so lastig. Aber es ist jetzt die Frage, wie dürfen wir jetzt natürlich schon reinkommen, wenn wir jetzt Wasser schon bewerten, gell? Ja, aber da stört mich gar nichts an dem Spezi. Nein. Ich würde sagen, nach hinten aus hat er einen Ticken mehr Zitrone. Ah, und das ist ein gutes Zeichen, weil ich habe ihn jetzt schon weg. Das ist fast traurig. Also, ich trinke ihn sehr, sehr gern. Ja, ja, ist ein super Spezi. Den will ich danach auf jeden Fall wegtrinken. Ja, jetzt muss ich mir mal was überlegen, gell? Ja. Weil ich habe jetzt angefangen. Also, ein Achter ist fast zu wenig. Du, ich gebe ihm einen Neiner. Ich bin dabei. Bist dabei? Ja, wir sind uns einig. Ja, wow. Gib ihm auch einen Neiner. Nicht einmal das Lambi-Syndrom. Nein, er schmeckt mir. Ja, super. Das ist immer schön, wenn es mit einem guten Spezi losgeht. Ja, sehr schön. Jetzt haben es natürlich die anderen wieder ein bisschen schwerer, gell? Ja, dann wäre ich den zweiten, ich muss einmal schnell spülen. Ja. Also das ist toll, wenn der erste schon so läuft, gell? Ja. Ah, jetzt schauen wir mal. Schön. Jetzt bin ich gespannt. Der riecht zitroniger. Mhm. Jetzt schauen wir mal. Ah, schmeckt ganz anders. Aha, Was meinst du? schmeckt ganz anders.
Also der, finde ich, hat jetzt mehr Cola. Der ist jetzt auch ein bisschen wasseriger, finde ich. So ein wasserliches Cola. Hat weniger Süße wie der erste. Ist jetzt kein schlechter, definitiv nicht. Aber haut mir jetzt nicht so vom Hocker wie der erste. Okay. Aber ein gut zum Trinken, eine Spezie. Gut, Probier ihn einmal, du. Dann nimm ihn einmal. Was riecht jetzt der? Ha? Ganz anders irgendwie. Okay, zieh ich mir an. Ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwie hat doch der mehr Cola, oder? Ja, der ist jetzt schwarz und ich finde ihn jetzt gar nicht so schlecht eigentlich. Ich glaube, dass das der Frankenbrunnen ist, der Maxi. Meinst du? Ja. Möchtest du einen wirklich einmal eine Meinung abgeben? Ja, ich möchte heute eine Meinung abgeben. Ich weiß nicht, vielleicht liege ich jetzt daneben, aber das darf ja dann so ein bisschen passen bei uns, gell? Ja, ich sage jetzt nichts. Ich finde, dass er nach hinten aus ein bisschen leer wird. Ein bisschen wasserig im Abgang. Vielleicht ist es auch nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich schreibe einmal hin, dass du gesagt hast, das ist der Maxi, gell? Ja, aber mit viel Fragezeichen, ich bin mir echt nicht sicher, weil mir fehlt ein bisschen was. Möglicherweise hat der Maxi, der hat ein bisschen was Herbers hinten aus. Tut mir bei dem jetzt schwer, den richtig gut zu bewerten, auch wenn ich ihn nicht schlecht finde. Aber ich muss was sagen, gell? Ja, du bist dran. Was gebe ich jetzt dem? Der ist nicht schlecht, aber der kommt bei weitem nicht an den ersten hin. Ich gebe ihm 6 Punkte. Ja, das hat er schon. Ich gebe ihm 7. Ich finde den echt nicht schlecht. Also, hat was. Ich bin gespannt, ob es der Maxi ist. Ich bin auch gespannt. Und Ja. wenn nicht, dann bin ich gespannt, wovon das ist. Aber 2 bis jetzt, die wo man trinken kann. Brauchen wir nicht Absolut. reden. Also 6 da- ist bei uns eine gute Bewertung. Ja, Da gibt es schlimmere Folgen. ja, definitiv. Dann würde ich sagen, packen wir Nummer 3 an. Siehst du noch, ne? Ja, du, der wirkt ein bisschen heller, wenn ich den so gegen das Licht halte. Das Glaub stimmt, ich, ja. Fast der hellste sei bis jetzt. Ich weiß nicht, geruchsmäßig. Ich kann ihn mal reinriechen. Ja, riech mal. Der riecht jetzt ein bisschen sauer, Ja, finde jetzt auch nicht besonders stark. ein bisschen Irgendwie. säuerlich. Ich probiere mal. Ja, der ist säuerlicher auf alle Fälle. Na, jetzt warte mal. Ist kein Gaumenkitzler, oder? Ja, bisschen nichtssagend. Ich habe jetzt natürlich das Problem, ich habe wirklich richtig Durst. Da werten vielleicht viele sogar ein bisschen auf. Er ist jetzt nicht schlecht, aber er ist für mich jetzt, da die sagen, die Nummer 3 von denen. Bevor du den wegtrinkst, zu ihr mal probieren, dass du nochmal ja, nachschlucken probier mal. kannst. Ja, oder so. genau, probiere mal. Ich finde ihn ein bisschen lätschert vielleicht. Der ist zitronig. Ja. Ja, da sind wir auf jeden Fall mal beieinander, dass er der Schwächste ist. Mhm. Der ist ja sehr wasserig. Ja, ich sage auch, la irgendwie Und, lätschert. und ich finde, mir zieht es direkt das Mai ein bisschen zusammen zum Schluss. Das ist mir zu zitronig. Aber da sind wir uns ja einig. Mit den Zitroniken, die mengen wir beide nicht so, gell? Aber der läuft auch nicht gut. Nein. Also, wie gesagt, ich finde ihn jetzt gar nicht so schlecht, aber er ist jetzt im Vergleich zu den anderen vielleicht ein Fünfer. Ich sag's dir ehrlich, den trinke ich auch nicht aus. Da zieht es mir echt das Mai zusammen zum Schluss. Keine Ahnung, was da drin ist. Ich weiß, was du meinst. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber es ist halt, man kann ihn trinken, aber wirklich, für mich ist es ein Fünfer. Und ich gebe ihm 3. Sauber. Aber wir waren ja schon ab und zu mal 2 auseinander und jetzt bin ich wieder der Lambi, gell? Jetzt bist du der Lambi, gell? Aber schauen wir mal, wie es weitergeht, gell? Ich bin echt gespannt. Dann nehme ich jetzt einmal den 4. Ist wieder dunkler. Oh, der riecht schon mal gut. Der riecht schon sehr aromatisch. Ein bisschen mehr Kohlensäure wie die anderen. Ist aber jetzt vom Geschmack her auch eher in der Zitronennoten drin. Obwohl er so dunkel ist, gell? Der schaumt ganz schön. Das ist der erste, wo ich gleich ein bisschen koppen muss. Ja. Und ich mag ja eigentlich Kohlensäure. Ja, besser wie der vorige. Dann meine ich, schließe ich mir jetzt einmal an, gell? Ja, oh, tut ja ich Kohlensäure. Oh ja, das ist halt schwierig, wenn jemand so viel Kohlensäure drin hat, dann kaschiert das halt irgendwie viel, gell? Also vollmundig ist er nicht. Da habe ich schon Spezi getrunken, die waren einfach vom Getränk her schon viel süffiger. Das ist kein süffiger Spezi. Nein, Wolfi, das ist jetzt komischerweise für mich der Schwächste. Das ist jetzt nicht meiner. Ja, ein bisschen besser ist er wie der letzte, aber nicht viel. Aber es ist ja auch schön, dass wir mal nicht immer einer Meinung sind. Also ich muss halt Noten geben, oder? Du bist dran. Ich war jetzt der auch. Erste, ja. Ich trinke ihn aus, ich gebe ihm 4. Aber nichts Besonderes ist es jetzt nicht. Nein, Wolfi, da kriegt er einen Dreier von mir. Ja, ist doch schön, wenn wir mal auseinander Und sind, den gell? trinke ich jetzt nicht aus. Siehst du, da haben wir so Unterschiede drin, Ja, gell? das ist... Aber das ist sauer hinten aus, gell? Ja, sauer. Und kohlensäurelastig. Das ist alles so, das ist ein bisschen herb, sauer und die Kohlensäure, die druckt einfach so viel weg vom Geschmack und nein, der läuft nicht gut. Eine unterschiedliche Rundenteil sagen bis Ja, jetzt. absolut. Aber wir haben noch einen 5., bevor wir dann eine kleine Pause wieder einlegen. Und ich bin gespannt, weil Ja. du musst anziehen. Gut, nochmal schnell Wasser dazwischen. Jetzt schauen wir nochmal von der Farbe her. Der ist wieder ein bisschen heller wie der vorher, würde ich sagen. Riecht eigentlich, finden jetzt nicht schlecht. Probieren wir mal, das ist das Wichtigste. Ja, jetzt werden wir wieder besser. Gott sei Dank. Hat aber auch gut Kohlensäure drin, aber schmeckt viel runder, viel orangiger wie der vorherige. Jetzt muss ich mal schauen, wie der hinten ausgeht. Ja, passt. Also, den kann man trinken.
Also der passt, ist jetzt kein Top-Spezi vielleicht, aber was ich ihm gebe, überlege ich noch. Du kannst ja du schon mal probieren. Trinke mal. Ich hätte jetzt mal gesagt, so gehobene Mittelklasse. Ja, der ist lasch. Geschmacklich ist er besser wieder, da bin ich bei dir. Aber irgendwie ist der ganz schnell lasch. Aber das ist eigentlich das Schöne, wenn ein Spezi schnell lasch wird, weil man muss dann nochmal anringen. Ja, aber bei denen, also entweder habe ich mir jetzt wieder mit dem vorigen am Mangfordabend, Ich hätte jetzt gesagt, ich gebe ihm einen Sechser. den trinke ich nicht gern. Okay. Der ist mir ziss und vom Geschmack her zu wenig aromatisch. Ich trinke jetzt nochmal einmal. Also Zirs kann man ein Spezi gar nicht sein. Doch, ich finde, das ist ein reines Zuckerwasser. Der kriegt von mir 2. Wow, jetzt liegen wir mir 4 auseinander. Aber du hast gerade vorher gesagt, der ist besser wie der Habe ich vorherige. gemeint, aber jetzt noch, ich konnte ihn nicht trinken. Der schmeckt nur nach Zucker. Ja, sag einmal. Der hat keinen Geschmack drin. Nein, tut mir leid. 2 Punkte. Ja, das finde ich jetzt schon extrem, dass wir mir mal so weit, glaube ich, waren wir noch nie auseinander. Nein, 6 hast du ihm du Ja. gegeben. Ja gut, kann einmal sein, gell? Wenn ihm du 2 gibst und du sagst, da ist nichts drin, ja, hast du einen Schlaganfall. Nein, mir geht's noch gut. Wenn nicht, dass aber der Zucker die Gefäße verpoppt hat jetzt. also da bin ich jetzt sehr enttäuscht. Und ich hoffe, es ist keiner von denen, die ich geschenkt gekriegt habe. Das war wieder der Klassiker, gell? Das war der Klassiker, gell? Ja, aber mei, das ist eine Blindverkostung, gell? Ja, Und es ja. muss auch nicht immer jeder Geschmack gleich sein. Absolut. Ja, gut, war interessant. Also war jetzt so alles dabei in der ersten Ja, Runde. also der erste ist bei mir mit Abstand der, wo mir am allerbesten geschmeckt hat. Der ist richtig super. Definitiv, ja. Der zweite war auch gut. Ich bin gespannt, was kommt. Dann, da ich sagen, packen wir die zweite Runde rein. Ich Ja, bin Wolfi. gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Wie geht's dann nach der ersten? Ja, ich muss sagen, ich muss den letzten noch ein bisschen verdauen. Echt, ja? Ja, vor allem, dass wir mir 4 auseinander liegen. Das Ja. war, glaube ich, noch nie. Das, glaube ich, ist wirklich Rekord. Das ist Okay. Rekord und ich habe halt immer Angst, dass was dabei ist, was mir vielleicht normal schmeckt. Ja, Das ist halt immer Angst, gell? die steckt tief in einem drin, gell? Vor allem Ja. nach dieser Legendenzerstörung in der ersten Folge schon vom Flötzinger und vom Palana und so weiter. Ja, Also, ja, mei, wir stehen tief in der Schuld. ja, genau. Jetzt, naja, Aber was soll's, das ich reden wir packe uns jetzt jetzt so. einfach schön. Da waren wir noch jung, da waren wir unerfahren. Genau, jetzt sind wir drin und jetzt zerstören wir die nächsten Legenden. Genau, dann fangst du Oh. an. Der riecht gut. Oh, Der riecht gut. also da brauchst du gar nicht mehr probieren, wenn der schon so gut riecht, oder? Jetzt probieren wir ihn. Der läuft runter, ha? Der läuft. Ich freue mich schon. Ah, Ich riech schon mal. ah, Lass da auch ein bisschen was übrig von dem? Nicht? weil der schmeckt. Der riecht echt gut. Der schmeckt vollmundig. Der schmeckt nach Cola. Der schmeckt nach Orange. Der schmeckt süß, aber nicht zuckersüß. Ich bin Der ja schmeckt gespannt. nach Geschmack. Ich bin ja gespannt, ob du die raustraust und jetzt halt eine Prognose abgibst. Ich Aber sag wirklich- sag noch nichts, lass mir erst probieren Probier. und sag's danach. Probier. Also, ich probiere jetzt einmal. Ah, der riecht schon so gut. Der riecht richtig intensiv, finde ich. Ah, Ja, das ist interessant. Der ist gut, aber der hat am Schluss, finde ich, ein bisschen was Herbs. Findest du nicht? Ganz am Schluss. ja, und das mag ich. Du magst was Herbs? Ich mag das. Ja. Das liegt ein bisschen an dem Cola. Und da du das jetzt mit dem Herben gesagt hast, und das hast du schon mal gesagt, wo wir diesen Spezi, wo ich vermute, dass drin ist, getrunken haben, ich sag's jetzt wieder mal, weil du hast das mehr gesagt, der zweite ist der Maxi und ich sag, das ist der Schloss aus Heimhausen und der wird jetzt gebraucht von Weinstefan. Ich sag's jetzt einfach. Vielleicht habe ich recht. Er ist echt gut. Er ist süß, das ist er auf alle Fälle. Er ist rund, er ist orangig, viel Cola drin, er geht gut runter. Warte mal von der Kohlensäure. Perfekt finde ich den. Ja, er ist zumindest jetzt so, wie er eingeschenkt ist, weil du weißt ja, wenn du es aus der Flasche noch ziehst, dann sind wir einfach Ganz noch ein bisschen anders. rasser. Stimmt. Also der kriegt von mir, weil ich bin der Erste, heute die ersten 10 Punkte. Das ist der beste Hand. Ah, schaut, dass keiner mehr drin ist. Freue mich schon auf Er den ist echt Test. gut, ja. Er ist wirklich gut. Die 10 werden verbrieft, ich schreibe sie der Stadt 10 geben, gell? Ja, ich war jetzt echt ein bisschen hin und her gerissen, aber ich muss ihm auch fast einen Zehner geben. Ich muss sagen, der hat sich jetzt ein bisschen eingeschwungen. Der erste Schluck, der war gar nicht so, aber der ist jetzt besser geworden. Das ist ein Spezi, da fangst du an und dann trinkst du ihn einfach nur noch gern. Ja, der schleift sich ein, so weißt so wie so die Isar in so einem Durchbruch. Ja, und das darf ja wieder passen, weil es ist ja wieder ein Freisinger Spezi, gell? Wenn es der Schloss ist. Wenn es ist, ja, das weiß ich jetzt nicht so, da bist du jetzt spezieller, aber ich muss ihm eigentlich auch angeben, weil er ist grandios.
Ja, Ja. ich gebe ihm einen 10er. Ich bin froh, dass wir wieder beieinander liegen. Ja, endlich, gell? Du bist ja dran beim nächsten Ja. einmal spülen vorher. Ja, die haben wir erst einmal ein bisschen neutralisieren. Und da muss man jetzt nichts Schlechtes wegspülen, da muss man eher dem anderen Eine die Chance geben. Genau. So, dann Wobei schauen wir der mal. auch farblich, glaube ich, fast der dunkelste ist von alle, wo da sind, der da drin ist. Ja, der ist wirklich, also das glaube ich ist der dunkelste halt überhaupt. Der riecht Oh, irgendwie. der riecht gut. Also, ich habe jetzt auch schon mal reingerochen, weil der riecht nämlich auch schon wieder so fruchtig. Aber der andere finde ich ja besser gerochen. Jetzt schauen wir mal. Ich probiere ihn jetzt einfach mal, oder? Ich bin dran, gell? Du bist dran. Der riecht gut. Ja, jetzt warte mal. Ich muss einen Doppelschlucker machen. Endlich kommt der Doppelschlucker. Jetzt ist er ein Dreier geworden. Nein. Ich habe nicht mehr absetzen können. Kennst du das, wenn es nicht Achso, ein abreißt? Dreier-Schlucker, keine 3 Punkte. Nein, ein Dreier Schlucker. So weil's nicht, weil er hat nicht abgerissen, weißt du? Aber da hast du ihn gern getrunken. Der ist auch nicht schlecht, ja. Ich darf jetzt sagen, der kommt jetzt nicht ganz an Vorgänger hier, aber warte mal. Er ist ein Süß. Sag einmal was, wie schmeckt dann? Hat er was Besonderes? Hat er irgendwie. Er ist schon, Kohlensäure merkt man schon, aber stärker wie der Vorgänger. Er ist süß. Warte mal, Cola. Ist er schon, süffig? Schon, ja, von dem kannst du schon trinken. Kommt aber jetzt nicht, finde ich, an den Vorgänger hier. Okay. Aber ja, So, ja, mal. probier mal du, ja, wirst du jetzt einschätzt. Oh, der hat viel Cola. Der schmeckt mir. Der ist ein bisschen schärfer von der Kohlensäure Genau, her. ja. Anders wie der andere ist, ich finde, ein stärkeres Cola drin. Süß. Aber kommt nicht ganz an den Vorgänger Kommt hier, nicht oder? ganz am Vorgänger hin. Bin ich auch bei dir. Weil der andere war so rund. Der hat so dieses Gesamtbild gehabt. Ja, Der ist noch ein bisschen mehr im Cola und trotzdem muss ich aber sagen, auch ein sehr, sehr guter Kandidat. ja, jetzt ist er leider schon weg. Jetzt Ich kann schwank nicht mehr- jetzt bei dem schon punktmäßig, aber du bist ja dran. Von dem her bin ich froh, dass du vor mir bist, Ja, weil ich schwank ein bisschen. Also, er ist auch sehr gut und wir haben ja schon öfter Cola-lastigere Spezies gehabt und die sind ja auch nicht immer schlecht angekommen bei uns. absolut, ja. Und der ist vom Brauen her oder vom Gesamteindruck, meine ich, einer von den besten Cola-lastigeren, wo wir gehabt haben bis jetzt. Ja, also ich würde ihm irgendwo so 8 bis 9 geben. Ja, war ja auch gelingen. Aber ich kann es jetzt noch nicht sagen, ob es ein 8er ist oder ein 9er. Es ist ziemlich in der Mitte. Aber du bist dran. Ich bin dran, ja. Nachdem ja du der Lampe bist, dann gib ihm einen 9er. Das ist für echt geschert. Das ist jetzt gescheit, gell? Aber ich gebe ihm auch einen Einer. Gibst du ihm auch? Ich gebe ihm auch einen Einer. Ich darf jetzt sagen, tendenziell, wenn ich jetzt noch abstufen kann, dann war er unter dem ersten. Ja. Das war nämlich auch ein Einer bei uns Ja, beide. ja. Dann darf ich den als dritten Platz ansiedeln. Mhm. Aber ich gebe ihm einen. Vielleicht machen wir jetzt dann einmal eine neue Skala, dass wir auch Komma geben dürfen. Aber da wird schwierig, gell? Vielleicht Komma 5 noch. Oder wir machen ein Plus und Minus. Ja, dann kriegt er vielleicht noch ein Minus, ja. Ein 9 Minus oder 8 Plus. Nein, ich gebe ihm einen einfach. Sonst Ja. wird es jetzt kompliziert Nein, das und ist wir schon können klar. auch nicht mehr vergleichen mit den anderen. Eben. Und man muss sich auch mal festlegen im Leben. Genau, da hast du vollkommen recht. Jetzt spüle ich nochmal Und dann geht es weiter mit Nummer 8. und den darf ich ziehen und ich meine, das ist jetzt der hellste fast von denen, die wo jetzt da noch gekommen sind. Da meine ich, kommt ein Zitronenerlebnis auf uns zu. Oh, das ist aber eigentlich kein gutes Omen. Riech schon mal rein. Okay, ich rieche mal eine, ja. Wobei ich sagen muss, das hat ja fast ein bisschen was Limettiges. Da kommt jetzt irgendwas Säurigeres. Bisschen, also auf jeden Fall wieder heller vom Oh, Gegenstück. der ist aber gut. Ja, obwohl er zitronig ist, Das ist jetzt komisch. kennen wir nicht, Das ist oder? jetzt das. Der hat jetzt anders gerochen, wie er schmeckt. Okay. Da hätte ich jetzt so was richtiges, also scharfes, zitroniges erwartet. Aber das stimmt jetzt nicht. Ich kann gar nicht sagen. Also der ist sehr süß, sehr mild, schmeckt mir auch. Wenn du den trinkst und ich sehe den, wie der reinläuft, der ist total hell. Aber der ist hell, ja. Der ist hell. Aber der schmeckt für nicht schlecht. Probiere ihn einmal. Ja. Ich kann da mich jetzt noch nicht festlegen. Oh, der hat ja was Eigens drin. Was ist denn das? Ja, das frage ich mich ja. Das kommt so Anfang vom zweiten Drittel, gell? Jetzt muss ich noch mehr ein paar Schluck. Das ist aber ganz interessant. Und ich finde das wirklich, und das finde ich spannend. Ja, jetzt warte mal. Und das ist nicht schlecht, das wo da kommt. Ich konnte das gar nicht sagen. Das ist ein bisschen zimtig. Ja, ich hätte mal gesagt, vanillig, zimtig, ja. Also Ja. irgendwas ist. Und das schürst auf einmal so ein, gell? Also das macht den ganz interessant. Also ich finde den gut, muss ich da ganz ehrlich sagen. Das ist für mich kein typischer, klassischer Cola-Mix. Ja, da gebe ich dir recht. Wie wenn sie da wieder mit irgendwas noch gearbeitet hätten, irgendein Zusatz drin ist. Aber die haben mit diesem Geschmack, was da so reinzirkt auf einmal,
haben so total so ein Alleinstellungsmerkmal. Definitiv, ja. Und sowas haben wir bis jetzt so gar nicht getrunken, Nein, finde ich. so, das kenne ich nicht. Ganz neu. Den Geschmack kenne ich nicht. Ich würde sagen, ja, vielleicht zimtig so ein bisschen. Aber schießt voll ein, gell? Wow. Trotzdem finde ich ihn insgesamt, wenn er noch ein bisschen kräftiger war, dann darf ich ihn noch besser benoten. Aber ist einfach was Besonderes. Also jetzt ist die Frage, weil er so besonders ist, hat er dann einen Bonus? Ich muss ihm jetzt eine Noten geben. Er ist raffiniert, aber irgendwie, also vom Gesamten her, findest du nicht, dass er dann doch ein bisschen zu leer wird. Ein bisschen mehr Kraft kann er brauchen, ein bisschen mehr Schwung. Ja, Weißt du, was ich meine? ich weiß, was du meinst, aber er schmeckt mir. Er Er schmeckt schmeckt- mir echt gut. Ja, er schmeckt mir auch gut, aber ich kann ihm, glaube ich, keinen Neiner geben. Ich gebe ihm 8. Ja, mei, das ist ja. Aber schwierig. Es ist so anders bei dem. Bin gespannt, was das vorne ist. Also den, glaube ich, habe ich noch nie getrunken. Ich tue mir jetzt auch schwer, weil er ist halt so anders. Er passt wirklich gar nicht rein, aber er ist halt auch echt gut. Meine Herren. Das war jetzt für mich wieder so ein 8 bis 9 auf einer ganz anderen Ebene. Das ist für mich wirklich. Ich gebe ihm einen 8er. Ja, Ah, schön, dass wir uns einig sind. Ja. Ist schwierig, den zum Einschätzen. Gell? Ganz Der fällt so schwierig. raus Ja, aus dem Ganzen. da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, Ja, okay, dann bin neutralisieren wir mal ja, nochmal. stimmt. Weil wir nähern uns ja so langsam dem Ende. Gell? Was ich sagen muss, bei der zweiten Runde schade ist, weil die waren bis jetzt wirklich alle gut. Ja, das ist Ein wirklich. guter Tag. So, also ich nehme mal. Oh, der ist dunkel. Also, das ist ja jetzt, wenn nicht gerade Sonnenuntergang ist, dann ist das der dunkelste heute. Nein, es ist halt wunderschön draußen, wir werden da nachher noch rausgehen. Also, der ist ja fast wie Cola. Brutal. Schöne Der- Farbe ist hat der er auf jeden dunkel, Fall. Ja, er riecht auch. Aber nicht so intensiv wie der vorige, finde ich. Ja, na gut. Dann Ich schauen wir rieche ein mal. bisschen mehr Zitrone raus, aber Oh, der hat was Herbst drin. Jetzt warte mal. Also der hat wieder ein bisschen was Scharfes drin. Geht aber, also es gibt schärfere, aber und dann was Herbst irgendwie. Der hat einfach, so ich sagen, das ist ein recht ein männlicher Spezi. ein männlicher. Das haben wir noch nie gesagt, Ja, glaube das ich. stimmt, ja. Also kein Südhang. Das ist ein Mana-Spezi. Hm. Für eine harte Nacht, so nach 4-5 Mass. Ja, eben, also so ein herber, so ein Wo man dunkler. sagt, so den haben wir sich nicht, wenn man dann schon ganz schön einen Zuri hat, oder? Ja, so ein Holzhacker, der dann noch in der Wirtschaft war. Und, Soll ich mir auch mal, soll ich ja, mir abziehen? probieren wir, ja. Also, ich finde ihn jetzt gar nicht einmal so schlecht, ehrlich gesagt. Gell? Nein, der ist nicht schlecht. Weißt du, was ich meine? Das Wasser ist mild, Aber das passt jetzt auch zum Optischen. So, er kommt so dunkel daher irgendwie. kohlensäurig finde ich den gar nicht, aber auch irgendwie schwer. Fast Ja. ein bisschen mir zu schwer. Ja, du magst mehr so das Liebliche, gell? So die weiblichen Spezies. Den kann ich ganz schlecht einschätzen sogar. Aber ich glaube, dass der auch brutal was an Zucker hat. Der ist mir irgendwie, jetzt vor die Vergleich von den anderen, süß. Also, da sticht mir wieder der Zucker zu stark vor. Ja, du, ich finde den nicht verkehrt, aber er ist auch wieder, ja, er ist einfach ein herber, dunkler Typ. Kann man aber, finde ich, gut trinken. Er kriegt von mir einen Simmer. Der ist mir hinten aus Ziss. Der kriegt von mir 5. Okay. Kann ich mir nicht erwärmen im Vergleich zu den anderen. Ja. Bin gespannt. Ah, mei, jetzt lasst der was drinstehen. Ist ja unglaublich, ja. Naja, gut. Aber wir sind wenigstens ehrlich, gell? Auf alle Fälle. Jetzt habe ich schon einmal ein bisschen gespült. Vielleicht noch einmal. Ja, bei mir ist es auch durch. Dann Bin ich gespannt. Wie schaut dann farblich aus? Der Nummer letzte. 10. Ich würde sagen, ganz so ausgewogene Farbe. Ja, der passt. Das ist auf alle Fälle wieder heller. Oh. wie der Vorgänger. Stark Cola-lastig. Ja. Kannst du mal reinriechen? Hängen einmal Aber rein. das ist ja fast vom Gerühr her der, wo am stärksten nach Cola riecht. Hand. Der ist auf alle Fälle wieder heller. Oh, wie der der Vorgänger. riecht ja brutal nach Cola. Mhm. Schon, oder? Ja. Jetzt probiere ich mal. Trinkt sich gut, ist sehr cola-haltig, hat mehr Kohlensäure wie die anderen, sehr süß, aber nicht rund. Probier mal. Ja, Kohlensäure merkt man da voll. Es ist gar so lieblicher, gell? Nein, wird nicht mehr Spezi, glaube ich. Ja. Habe ich jetzt schon gespannt. Da wo der Achter noch so, der wo noch so die Zunge umspült hat, Nein. gell? Da ist der eher so ein Und handiger. hinten aus wäre das säurig. Mhm. Da ist wieder ein bisschen Zitrone drin oder irgendwas beigemischt, was mir da nicht gefällt. Der ist nicht komponiert, Ja, so wie die anderen. da hast recht, ja. Das ist, Das ist jetzt so von der Serie der schwächste. wobei wir natürlich eigentlich nur gute jetzt gehabt haben. Ja, gut, bei dir. Also den kann ich jetzt nicht so gut trinken. Jetzt entweder ist mir insgesamt süß geworden, Jetzt glaube ich, habe ich einen Vierer-Schlucker gemacht. jetzt hau ich runter. Mhm, genau, schluck einmal da hin, was du sagst. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass der schlecht ist. Also schlecht finde ich den nicht. Von der Runden ist er mir der schlechteste.
Gut, das ist jetzt wie Ich gesagt. hab bei dem, der ist mir hinten aus säurig. Da nimmt er mir alles weg, was davor schon nicht wirklich da ist. Nein, tut mir leid, den kann ich nicht besser einstufen wie ein Dreier. Echt, ja? Der kriegt einen Dreier von mir. Okay. Das ist nicht meins. Aber da sind wir auch schon immer so ein bisschen, wir sind beide nicht so diese, ich bin ja nicht so der, Cola, zu viel Cola drin. Ja. Und der, finde ich, ist nicht ausgewogen. Ich schwank zwischen 5 und 6. Da waren wir wieder. Na, gib ihm, was du ihm gibst, gell? Ja, ich bin echt am überlegen, jetzt ist er weg. Aber ich bin jetzt auch froh, weil ich bin jetzt echt gut satt. Ich auch. War jetzt doch mal wahrscheinlich schnell ein Liter, den wir da drunter haben. Ja, vor allem, ich bin gespannt auf die Auflösung jetzt. Also, ich gebe ihm einen Fünfer. Okay. Weil er ist wirklich der Schwächste, aber fällt jetzt vielleicht auch nicht so schwer in der zweiten Runde, weil die war echt hochklassig. Ja, die war wirklich gut, ja. Aber im Vergleich, sie müssen sich im Vergleich auch messen, gell? Das ist das Problem. Und Ja. dann fallen sie halt runter, gell? Jetzt, Manchmal. wenn du natürlich 10 Champions hast, dann hast du natürlich im Vergleich, fällt es halt auf. Ich bin gespannt, was jetzt rauskommt, du auch vermutlich, oder? Absolut, ja. Also da haben wir ja schon das andere Erlebnis so gehabt und ich bin jetzt echt gespannt. Dann sind wir wieder da und jetzt gibt es die Auswertung. Bin ich gespannt. Ja, ja, total. Also der erste, der hat ja bei mir 9 gehabt. Bei mir auch. Und das ist der Maxi. Der Maxi. Der erste ist der Maxi. Unglaublich. Wow. Dann bin ich genauso erfolgreich im Vorhersagen wie du. Ja, weil du hast ja gemeint, der zweite ist der Maxi, gell? Ja. Ich bin baff, weil zum Maxi müssen wir kurz die Geschichte erzählen. Ja, bei Maxi, also der Maxi ist ja vom Frankenbrunnen, muss man sagen. Und wir haben den in Ergolding, gell? Da Genau. waren wir in Ergolding, waren wir im Getränkemarkt. Eigentlich nur schnell noch. Ja, so, weil wir uns hat es schon pressiert, aber da war noch einer da. Und der Wolfi wollte die Zeit unbedingt nur nutzen und gehen wir noch in den Getränkemarkt. War ja scheinbar eine gute Idee. War jetzt im Nachhinein, ja wirklich. Und der Maxi vom Frankenbrunnen, wir haben 3 Flaschen mitgenommen, gell? Und du hast ihn hinter den Kofferraum rein und dann sind wir essen gegangen. Genau, und wie wir dann ganz spät heimgefahren sind, ich habe noch tanken müssen und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt noch einen trinken und sage, mei, ist der gut. Und da war er auch jetzt nicht kühlt mehr, gell? Nein, überhaupt nicht, ja. Ich bin ja immer der, der kühlt mag und dann habe ich auch gezogen und habe auch gesagt, ja, der schmeckt mir. Ja. Und dann war das also ein Zufallstreffer eigentlich, weil ich habe ihn vorher nicht am Schirm gehabt. Ja, Den Maxi Cola Mix. und dann habe ich nochmal nachgeschaut und habe ihn in Freising am Real gefunden. Und jetzt haltet euch fest, der Träger, ich meine, er war im Angebot, hat der Träger 3,79 gekostet. Das ist echt unglaublich. Aber ohne Pfand, oder? Ohne Pfand, aber das ist ja der billigste Spezi, den wir jemals gekauft haben. Ja, er hat uns scheinbar geschmeckt und mit 9 Punkten gehört er jetzt zu den Favoriten. Ja, also man muss jetzt echt sagen, Preis-Leistung ist er der Beste. Ist unschlagbar, ja, bis jetzt. Unschlagbar. Weil wir kennen ja andere, da sagen wir jetzt noch nichts dazu, aber da kann man auch durchaus 20 Euro ausgeben. Ich bin auch gespannt, wann der kommt. Ich decke mal wieder auf, oder? Ja, decken wir auf. So, der Erlbräu Cola Mix. Also praktisch der Maxi von mir ist der Erlbräu jetzt. Ja, das ist jetzt auch interessant, weil ich habe ja beim Erlbräu schon mal eine Vorverkostung gemacht gehabt, bei Instagram, aber schon vor Wochen. Und wir waren ja vor kurzem mit der Waldrad unterwegs, der Rainer, ich und Waldrad eben. Und sie war dann nochmal in Muldorf nach unserer Spezi-Tour und hat gesagt, schau, jetzt habe ich da einen Kasten mitgebracht vom Erlbräu. Mei, Und super. dass Susi den jetzt mit rein da hat, finde ich cool. Gut. Ich habe ihm 6 gegeben. Du hast ihm 6 gegeben, ich habe ihm 7 gegeben. Ja, ist also auch ein guter Spezi. Absolut, ja. Erlbräu in Straubing, Braucht sie nicht verstecken. braucht sie nicht verstecken. Schön. Dann schauen wir mal weiter. Ja, Nummer 3. Das ist der Ja-Cola-Mix vom Rewe. Ah ja, ja, das merkt man jetzt schon deutlich, gell? Und war das nicht der, wo ich. Nein, das war sogar noch ein anderer, den ich niedrig bewertet habe, aber der war mit 3. Ja, bei mir hat er 5 gekriegt. Ach, das war ja so, glaube ich, ein 1,5 Liter Humpen. Ja, Ich glaube, den werden wir wegschütten. He? ja, den trinken wir mit Sicherheit jetzt nicht aus, gell? Ja, also den braucht man nicht. Nein. Aber interessanter, ich Ist bin froh, dass wir ihn interessant. weg haben. Zum Rasenmähen kann man hernehmen. War das für dich ein Rasenmäher-Spezi? Ja, für den Rasenmäher gelangt er. Dann nimm ihn mit. Ich hab schon gemeint. So, jetzt So. kommt der 4. Das war die VC Cola Mix Limonade. Interessant. Den Okay. wolltest du ja im Test drin haben. Den wollte ich drin haben, aber ich habe den noch nie getrunken. Ich auch nicht. Und ich glaube, ich trinke ihn auch nicht mehr. Weil Ja, er hat bei nicht. mir einen Dreier gekriegt. Und bei mir ein 4er Ja, wird kein bleibendes Erlebnis. nein, da vertiefen wir wiederum die Sache nicht. Dann drehen wir das 5. Mal um. Ja, ich bin gespannt. Der ist Und- ja bei dir ja Oh. super gau. Das ist jetzt natürlich
Der Schussenrieder. Nein, Schussenrieder. Der Schussenrieder Cola Mix. Okay. Ja, da muss ich sagen, tut mir leid, ich habe ihn geschickt gekriegt vom Schussenrieder Cola Mix Museum. Ich habe ihn ehrlich gesagt auch selber schon probiert aus der Flaschen. Da gibt es sogar ein Video. Da hat er mir nicht so schlecht geschmeckt, aber scheinbar total. Ja, ich muss ja dazu sagen, ich habe ja mal einen 6er gegeben. Das war ja da, wo wir jetzt wirklich 4 auseinandergelegen sind. Ich kann mir gerne nochmal einen schicken. Ja, es tut mir jetzt leid, weil der hat mir aus der Flaschen deutlich besser geschmeckt. Aber das Phänomen haben wir auch, gut, es ist ja so, wir wie es haben das ist. immer wieder und du weißt das aus der ersten Aufnahme, wir haben einfach da oft Differenzen, die sich logisch nicht erklären lassen. Nein, und wir sind nicht abhängig jetzt von der Brauerei. Wir sind halt jetzt so, dass wir manchmal uns was schicken lassen, wo wir nicht hinkriegen. Aber manchmal geht der Schuss in dem Fall nach hinten los, gell? Ganz genau, ja. In dem Fall der Schussenrieder. Genau. Dann, Jetzt bin ich aber echt gespannt, weil die Nummer 6 hat uns ja beide überwältigt. genau, willst du die auffahren oder? Na, fahr nur du weiter. Dann fahre ich weiter. Also 6, und das ist natürlich jetzt schön, gell? Ui, naja. 6, das ist der Lauser Langbräu. Wow, toll. Also der Lauser, da muss ich auch sagen, den habe ich geschrieben, die sind aus Wunsiedel, eine Brauerei, lang. Und die haben mir neue Flaschen zugeschickt gehabt, weil den kriegt man halt bei uns wirklich nicht leicht. Und muss ich sagen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Und mir hat der auch bei der Vorverkostung schon sehr gut geschmeckt. Und die Flaschen sind auch wunderschön. Die haben so dieses Leuchtende drin, wenn du dich erinnerst an die Flaschen. Auch schöne braune Flaschen. Genau. Und dass ich ihm jetzt blind auch wieder 10 gegeben habe, freut mich jetzt wirklich, weil ich habe immer Angst gehabt natürlich, dass mir einer, der mir gut schmeckt, so vom Dringer, dass er dann da durchfällt. Ja. Und vor allem, was hast du ihm du gegeben? Ich habe ihm auch einen 10er gegeben. Und du warst ja, glaube ich, du hast ihn auch schon mal probiert gehabt, auch da noch nicht so sicher, gell, ob es für dich ein 10er Nein, ich habe ist. schon gesagt, das ist ein echt guter Spezi, aber ich hätte damals vielleicht gesagt 8 bis 9. Aber wie gesagt, man kann es ja nie sagen. Also Top Spezi, kann man also definitiv trinken. Ja, vor allem muss man halt wirklich mal, wie du schon gesagt hast, Danke sagen, weil manche sind so großzügig. Ja. Die schicken einem da liebevoll dann gleich 9 Flaschen und so, das muss man echt einmal hervorheben. Gibt es auch andere Beispiele, gell? Stimmt, also ich muss sagen, auch nochmal Dankeschön und ich werde mir den, denke ich, versuchen wieder zum holen. Da müssen wir mal fragen, ob uns den vielleicht der Getränkemarkt bei uns in der Gegend einmal bestellt. Weil den macht mich wirklich wieder trinken. Ja, also der ist auf alle Fälle wahrscheinlich in unserem Best-of, das irgendwann einmal kommt, mit dabei. Ja, auf alle Fälle, ja. Lauser Langbräu, super. So, dann gehen wir mal auf die 7. Auf die 7 war ja super, gell? Und das ist der Schloss Cola Jetzt, Mix. dein Favorit eigentlich, gell? Jetzt muss ich sagen, bin ich wieder froh, dass ich einen 9 gegeben habe. Bei dir eins. Nein, da war ich glaube ich zwischen 8 und 9 gelegen und dann habe ich ihm doch 9 gegeben. Beim Schloss, da müssen wir jetzt einfach schon noch die Geschichte erzählen, wie das gegangen ist. Ja, fangen wir mal an. Es ist ja so ein bisschen dein Baby, gell? Der Schloss ist mein Baby, weil ich bin irgendwann einmal auf eine Facebook-Seite gekommen beim Suchen nach Spezies und dann finde ich eine Fanseite vom Schloss Cola Mix in Heimhausen. Und alle haben geschrieben, mei, und der Spezi ist so gut und wir wollen den Schloss-Spezi wieder in der richtigen Flaschen wie früher und so. Und denke mir so, das ist interessant, den brauchen wir. Und dann habe ich recherchiert und dann ließ ich glaube 2019 hat die Brauerei aufgehört. Da denke ich mir, scheiße, vielleicht oder 20, vielleicht kriegen wir noch irgendwo Flaschen und die haben nämlich ein Braustum dabei, die haben noch so ein Brauhaus dabei, wo so ein Gasthaus, da habe ich denen geschrieben, habt ihr da noch Restbestände, ich möchte den so gern probieren für unseren Test und so weiter. Da sagt er ganz ruhig, der wird weitergebraut von Weinstefan im Freising. Und jetzt muss man sagen, hat halt Freising endlich einmal wirklich einen guten Spezi, den sie nicht vermarkten. Genau. Also was ist denn da los im Freising? Sag einmal. Ja, man muss halt ein bisschen Verknappung machen. Weißt, wenn du so ein gutes Produkt hast, dann machst du halt weniger, weil dann kannst du auch dementsprechend mehr verlangen. Schloss heißt der deswegen, weil in Heimhausen gibt es ein Schloss und es war dann ja so, wir haben nicht gewusst, dass wir den auch in Weinstefan kriegen, in dieser Bergquelle, die haben so einen Getränkemarkt dabei, sondern wir sind nach Heimhausen gefahren, zu dritt, und haben dann einmal im Nahkauf in Heimhausen diese Träger uns besorgt. Und zuerst wir sind da rein, war ein sehr netter Verkäufer. Genau. Und haben wir halt gleich schon gesehen, da ist ein Tragel da, und haben uns 3 Flaschen genommen. Sind raus aus dem Markt und haben dann gesagt zu dem schon, wenn er gut ist, dann holen wir uns das ganze Tragel. Genau. Haben ihn draußen aufgemacht. Und wir haben ja von ihm noch mit den Tipp gekriegt, bevor wir rausgegangen sind, wir sollen uns 2 Flaschen nehmen aus der Kühltruhe
oder aus dem Kühlschrank und das war wirklich mehr Kühltruhe. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie so einen kalten Kühlschrank gesehen. Also das war kurz vorm Gefrierpunkt. Und ich glaube, ich habe noch nie so einen kalten Spezi getrunken. Ja. Und es war wirklich so, dass ich mehrere Schluck gebraucht habe, dass ich überhaupt einen Geschmack gehabt habe. Ja. Der war wirklich zu kalt. Ja, aber wir waren in der Sonne, das war ein wunderschöner Tag. Und ich denke, 50 Grad hat er noch gehabt. Ja, also er war echt eisig kalt. Aber wir haben ihn dann alle drei getrunken und haben gesagt, ja, das ist gut, den nehmen wir mit. Auf alle Fälle, ja. Und ja, also es gibt eben beim Neukauf in Heimhausen, und da haben wir dann einen schönen Ausflug gemacht gehabt, dann haben wir uns das Schloss wollten wir uns eigentlich anschauen, aber da haben wir festgestellt, das ist eigentlich eine Privatschule inzwischen. Dafür waren wir dann noch Pizza essen. Haben wir dann nochmal, ihr wollt dann nur ein kleines Glas. Ja, genau, weil wir mir halt einfach nicht so viel süße Sachen unterbringen wie Nein. Und deswegen... Ich habe mir dann halt ein normales Glas genommen, aber das waren auch 0,4 und da haben wir nämlich vom Fass noch mehr trinken können. Ja. Und da war er eigentlich, muss ich sagen, vom Fass schon ähnlich wie von der Flaschen. Ja, schon. Da war jetzt nicht so viel Unterschied. Da haben wir sogar eher noch gemeint, da war der von der Flaschen sogar stärker. Ja, das ist interessant immer wieder, gell? Was wir eigentlich bis jetzt nicht feststellen haben können. Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich in Weinstefan angerufen, weil man denkt, habe ich jetzt mal nach Heimhausen fahren, ist schon krass, vor allem der Spezi ist teuer. Ja. Also das ist der teuerste von alle. Das ist jetzt sozusagen das Opposite zum Maxi. Also ich glaube, ich habe fast 20 Euro gezahlt mit Pfand, meine waren es. Für einen Tragler, also ich glaube, der kostet dann 17 Euro umeinander. Das ist natürlich der teuerste Spezi ever. Wenn der nur halt für dort braut wird, kann ich es verstehen. Der dritte ist der Mix Max Patronus und den gibt es beim Lidl. Der 8. Wow. Okay. Das ist jetzt echt interessant, weil das ist ein Dosenspezi. Ah, das ist der runde, gell? Das ist so eine orange-gelbe Dosen, der kommt aus Mannheim. Und der ist auch schon beim anderen Spezi-Test einmal sehr gut bewertet worden, weil Dosen ist jetzt auch nicht so meins eigentlich, aber der hat uns geschmeckt, gell? Ja, und den gibt es nur in der Dose? Den gibt es beim Lidl, ja. Also gibt es gar nicht aus der Flasche? Nein, den gibt es nur in der Dose. Ah, das ist natürlich schade, gell? Das ist schade, ja, aber vom gut. energetischen her. Ja. Oh. Aber beim Lidl. Und ich habe ihn beim Lidl da bei uns, also ich glaube in Dorfkirch habe ich ihn gekauft. Finde ich interessant. Also auf jeden Fall einer der guten Söhne Mannheims. Ja, definitiv. Okay. Da gibt es ja nur einen eigentlich, der gut ist. Ja, genau. Gut, also dann wir mal weiter, oder? Machen wir mal weiter, ja. Das ist der 9. Das ist der Cola-Mix von der Brauerei Stierberg. Das ist in der Nähe von Obertaufkirchen. Da habe ich sogar schon mal eine Lesung machen dürfen. War bei mir ein 5er. Ja, bei mir ein 7er. Ja. War jetzt, finde ich, nicht so verkehrt. War eine Mittelklasse Spezi, die man gut trinken kann, den ich aber jetzt nicht unbedingt haben muss. Ja, gehobene Mittelklasse bei mir, da die durchaus trinken, aber es gibt so viel inzwischen, die wo halt einfach deutlich besser sind, dass man sagen muss, ja, leider fällt halt der 7er auch schon bald wieder raus. Gell? Ja, definitiv. Ja. Dann der letzte. Ja, der war ja für dich gleich ganz schlimm, gell? Das war der Burgperle Cola Mix. Kenne ich bis jetzt eigentlich auch nicht, gell? Den habe ich gekriegt im Getränkemarkt Holzmichel. Da muss ich jetzt auch nochmal einen Gruß hinsenden, weil da bin ich hingefahren. Der ist da in der Nähe von Degambach. Das ist der Ort Holzmichel, weil ich da einen anderen Spezi gesucht habe, den sie gehabt haben. Und dann habe ich festgestellt, die haben immens viele Spezies auf Lager. Also total nette Leute. Kann ich nur empfehlen, dass man da mal hingeht. Ganz liebe, nette, freundliche Leute mit einem riesen Sortiment an Bier und Spezi. Und da war die Burgperle dabei. Ja. Gut, werde ich mir jetzt nicht mehr kaufen. Nein, ist, also wie gesagt, mit 5 halt einfach Mittelfeld. Aber wir haben ihn durch, gell? Ja, wir haben ihn durch, wir haben ihn probiert. Und ja, du hast gesagt, das sind nette Leute und ja, super. Ich finde, sowas soll man halt unterstützen, kleine private Märkte, weil die Leute, die dann sich dann runter und kümmern sich und haben auch schon gesagt, wenn ich mal was brauche, bestellen sie mir vielleicht auch mit dem einen oder anderen. Ja. Von dem her, Dankeschön. Ja, dann sind wir mit dem händigen Test durch. Ja, war echt interessant. War eigentlich, muss ich sagen, ein relativ hohes Niveau. Da haben wir schon schlechtere gehabt. Auf alle Fälle, gerade die letzte, da haben wir jetzt wieder sauber anziehen können. Ja, wir haben einen Spitzenreiter, einen Maxi, gell? Ja. Definitiv, auch Preis-Leistung war da super. Der Erlbräu, den wir gut in der Mittelfeld bewertet haben. Der Lauser natürlich, Langbräu. Und der Schloss. Ja, aber für mich auch ganz spannend eben der 8., der vom Lidl, weil der einfach so besonders schmeckt. War das der, wo du gesagt hast, der hat was drin, was die anderen alle nicht haben? Ja, ich glaube, das war der. Ja, dann wissen wir jetzt auch, warum, gell? Weil der nicht aus Bayern kommt. Den habe ich gar nicht verstanden, gell? Ja, genau. Nein, aber das war der
anders schmeckende. Ja, der hat einfach was so in der Mitte drin gehabt. Nicht gleich am Anfang, aber auch nicht am Schluss, sondern das ist in der Mitte gekommen. Ja, also schade, dass es nur in Dosen gibt, aber den werde ich mal wieder holen. Ich denke auch, dass ich mir da nochmal einen hole, zumindest hin und wieder, kann man echt gut trinken. Ist Genau. einfach anders. Genau, gut, dann da ich sagen, die längste Folge von alle bis jetzt. Definitiv. Aber mei, es gibt so viel zum Verzeihen, gell? Absolut, aber war wieder schön. Ich bin gespannt, was wir beim nächsten Mal haben, gell? Ja, Rainer, Wolfi, mach's gut. danke dir wieder, gell? Ja, bitte gern. Pfiat euch. Servus.